Ich gehe einfach die Chronologie vom Resümee durch, dass du Europa d'Affaires étrangères. Und da begrüßen wir ganz ausdrücklich, dass die Regierung sich, das muss ich sagen, endlich, c'est jamais trop tard pour bien faire, das soziale Volet von Europa will kümmern. Und es gibt mehr wie höchste Zeit, dass das geschieht. Wir haben an unserem Weltprogramm sozial und ökologisch Mindeststandards gefordert. Das ist die Richtung, an die gemeinsam Europa muss gehen, und auch eine gemeinsame Welthandel. Als Lützeburg entwerfen wir als Betriebe die strengsten Normen, die sich vorstellen kann. Erbesrecht, Umweltschutz, Sicherheit, was auch ganz richtig so ist. Und gleichzeitig importieren wir munter Waren aus Ländern, wo es kein Arabisch gibt, wo Natur total zerstört wird, wie China, wo Flüsse total zerstört gehen. Und wir sind der Meinung, das kann nicht sein, aber wenn eine Nachhaltigkeit immer so als Slogan in den Vordergrund stellt, dann muss sich der dort sehr unholen. Natürlich nicht nur im Lützeburg, sondern im europäischen Niveau. Was dann das europäische Niveau angeht, da begrüßen wir dann aber keinesfalls, dass Dolonäs den Elargissement an den Vordergrund gestaltet, dass den nicht soll akut gehen. Wir erinnern daran, dass wir der Meinung wären und bleiben, dass das Europa viel zu schnell zu groß ging. Und wir sehen es heute nicht mehr spät wie gestern, ich stand hier mit Rumänien, mit der Korruption in Rumänien, dass die Europäische Union nur eigentlich nicht mehr weiß, was sie soll machen, weil sie einfach nicht der Sache andrucken, weil die führenden Politiker da impliziert sind. Und da gesagt, dass er besser gehabt hat, zu verhandeln und zu gucken, dass das Land gewisse Standards umsetzt, eher zu einem Member gemerkt hat. Heute haben wir die Situation, dass wir Member Land tun, wo nicht funktioniert, nur dem, was wir als normale Standards geben, empfangen. Ich rappelliere hier auch als Forderung, dass alle weitere Erweiterung von der EU einer Meinung nach soll einem Referendum erhalten gehen. Ganz kurz vor zum Aménagement du Territoire. Da sehen wir eine riesige Gefahr für die Gemengenautonomie. Sie wissen, dass das ein bisschen als da ist, dass wir ganz viele Gemengen sind, dass wir der Meinung sind, dass Gemengen extrem gut funktionieren, konträrement zu gewissen Verwaltungen oder gewissen Entreprisen. Und die sollen unbedingt erhalten. Da sehen wir aber, dass immer gesagt wird, freiwillige Fusionen sollen unterstützt gehen. Da steht aber an dem Resümee klipp à klar, dass von Urwenhof kann ein Referendum imposiert gehen, denen Gemengen, die sich nicht freiwillig fusioniert tun, frei no Motto und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. An dieselbe Richtung geht als Meinung nur der Punkt, wo es so ein Verbot gibt für Bürgermeister, für deren Deputierten zu sein. Das ist für uns eine ganz ungeheuerliche Vorstellung, wenn wir über just der Meinung sind, dass Bürgermeister oft die Leute sind, die im Terrain ihr Leid kennen, ihre Leute ihre Sorge kennen und wissen, was das Land braucht, aber was es für allem auch nicht braucht. Wenn der Bürgermeister Fulltime schafft, wo der Legislateur der Meinung ist, man den do braucht 100% Congé Politik, weil den so große Aufgaben zu welchen an seiner Gemeinde, dass den das wirklich muss Fulltime machen, da kann er effektiv dann der Meinung sein, dass dann ganz, ganz schwer nachvollziehbar ist, noch die Leute zu erklären ist. Wie ihn danach will ein deputierte Mandat so nebenbei machen. Wir brauchen in Zukunft eine bessere Chambre, eine mehr professionelle Chambre, eine Chambre, die viel mehr schafft, und nicht eine, wo Bürgermeister Fulltime an ihre Gemeinde sitzen und dann nicht an der Chambre sind. Ein anderer Punkt, den ich bestimmt schon gedurcht, den ich muss aussprechen, als die Abwandlung von den Nicht-Lützeburger an das öffentliche Leben, wo man eigentlich will klipp à klar betonen, dass wir absolut viert Wahlrecht sind von Ausländern bei Gemengewahlen. Und aber auch gleichzeitig genauso kategorisch gegen das Stimmrecht sind von Nicht-Lützeburger bei Chamberswahlen. Und auch nicht dafür sehen, dass Nicht-Lützeburger sollen können, ein Bürgermeister oder einen Chefposten bekleiden, weil sowohl die Funktion an der Chambre, wie die Funktion als Bürgermeister, wie die als Chefin, als ein Exerzice von der nationalen Souveränität, auch muss Staatsbürger vorbehalten bleiben, das ist auch in keinem Land von der Welt ernst. Ich muss ja so ein Nicht-Lützeburger, den sich so viel Welt implizieren, dass sieht man, ich will Bürgermeister geben von Esch, oder ich will an Chambre gewählt gehen, den hört haut ja auch Möglichkeit relativ leicht, die Lützeburger Nationalität zu kreieren, zu gut sich nach dabei zu behalten. Aber wir sind der Meinung, den D-Schritt nicht will machen, für da zumindest auch Lützeburger zu gehen, den hört an den dote Funktionen nicht verloren. Was Schule geht, ihr wisst, das war ein von unseren absoluten
Kehrthemen, in von den Themen, die man developiert in einer 4-Kampagne am Januar schon. Da stellen wir mit ganz großer Satisfaktion fest, dass die Regierung dann auch endlich auf den Weg will gehen von Schuldirektoren am Primär. Wir fanden es just ganz traurig, dass nach ein paar Jahren an die Landwirte gehen, weil sie so dann evaluieren wir mal, dann gucken wir mal. Da gehen nach ein paar Jahren an das Land, an dem absolut vitalen und wichtigen Bereich, die dort wichtig wird kommen. Was wir auch fährten, wenn wir das Programm hier gucken, die Kurzfassung, dass an der Schule Nivellement wird weitergehen. Wenn wir zum Beispiel lesen, dass Dreisprachigkeit von der Regierung vorgestellt wird, wo wir an ganz bestimmt nicht immer mehr auch ganz vielleicht dabei sind, ganz bestimmte Meinungen sind, dass gerade die Dreisprachigkeit ist. Ja, also kann erlaubt, hier beruflich Zukunft mit Optimismus zu sehen. Ein ganz kurz Wort zur Chancengleichheit, wenn der Terminologie, die dort gebraucht wird. Da wird gesprochen von einer Egalité en droit et de fait entre les femmes et les hommes. Und da will ich ganz einfach eng sagen. So. Wir sind der Meinung an einem Rechtsstaat, als den Ausgangspunkt immer die Chancengleichheit zwischen den einzelnen Individuen. Egal ob sie Männer, sie Frauen, handicapiert, dunkelhäutig oder was weiß ich wird. Es soll nicht zu einer Gleichheit zwischen Gruppen kommen, mit zu einer gleichen Chancengleichheit zwischen all einzelnen Individuen. Und alles ernst, das ist für uns eine Ideologie, die wir nicht mitdrohen können. Und wir sind auch absolut gegen den Satz, wo da eine Verfälschung von der Wahl schon vorausgeholt wird, an dem gesagt wird, wenn er mehr Frauen absetzt, da kriegt er mehr suchen. Ich meine, gerade mir als eine Partei, die ganz viele Frauen auf der Liste hätte, können so, dass man das nicht gut fand. Familie, das ist natürlich für uns der größte Succès. Die können sich erinnern, als letztes Thema für die Erziehungsrente, die können sich erinnern, der Gast Schiberian an seinem letzten Auftritt auf RTL, wie gefragt ging, was als Versprechen und Land und Lützeburger, was hat er gesagt, hat die Erziehungsrente gesagt. Und dann lesen wir natürlich mit ganz besonderer Freude, dass die Idee abgegriffen wird, am Koalitionsakkord wird das bestimmt gelesen, weil das ist nicht sehr Éducation, Égalité, Environnement, Famille et Intégration. Soutien renforcé des prestations en nature par rapport aux prestations en espèces, réflexion sur la création d'une seule prestation familiale. Weil die seule prestation familiale, das ist genau als Erziehungsgeld, Betreibungsgeld, was man lanciert hat, Betreibungsgeld, was soll dazu feiern, dass all erziehenden Eltern, die ob Mann oder Frau, dann auch Ende vom Tag eine Erziehungsrente kriegt. Für uns ist das ein Zeichen, dass auch eine Kleinpartei wie uns, auch aus einer Opposition heraus, kein grundlegendes Bewegen, genau wie wir Rentegerechtigkeit geschafft haben am Laufe unserer Geschichte, werden wir auch die Erziehungsrente durchsetzen, auch wenn wir nicht gestärkt werden rauskommen. Das waren die Punkte, die ich durchschwätzen. Für den Rest konstatieren wir, dass CSV und LSAP eine pure Rauchbombe gezündet haben. Am Eisen an, für just von ihren Problemen an der Finanzsituation aufzulenken, das, was den Gastfirderung erklärt wird, war einfach die Salamitaktiken zu machen. Und dafür müssen die Leute aufgelenkt gehen, wie können wir die Oppositionsparteien besser auflenken, indem wir schwätzen über Mariage homosexuell, Maison de Laïcité, Adoptionsreform oder Reform von Avortementsgesetz. Und wir hoffen dann, dass die Oppositionsparteien wie Hön sich auf die Knochen geheien und sich gegenseitig dort zerfleischen, anstatt der Regierung empfangen zu gucken, was sie an dem absolut vitalen Bereich von den Staatsfinanzen und der Krisebewältigung wird machen. Aber wir können der CSV an ihrem Juniorpartner garantieren, dass man die Gefallen nicht werden machen. Selbstverständlich verschließe ich mir als keinerlei Diskussion, was gesellschaftspolitische Reformen angeht. Da muss ich immer in den Detail gucken, was das geht. Was wir aber können sagen, ist, dass für uns Kant, und das gilt auch für pur von den Themen, die hier angesprochen sind, Kant, an dem Kant seine Rechte, an dem Kant sein Wohlergehen, absolut müssen am Vordergrund stehen und nicht dürfen auf irgendwelchen ideologischen Altären geopfert gehen.